Ja, genau, du hast eigentlich schon das Wichtigste zu meiner Person gesagt, da brauche ich auch, glaube ich, jetzt nichts anzufügen. Ganz kurz, also ich wurde halt gebeten, den Vortrag zu machen über die Frage, ob und wie weit man sich eben auf europäischer Ebene in netzpolitischen Belangen engagieren muss. Ich will es gleich vorwegnehmen, meiner Ansicht nach ist die Frage, ob keine Frage, das ist ein ganz klares Ja. Die Frage ist vielmehr, inwieweit und an welchen Stellen und natürlich wie. So, darauf werden wir jetzt zukommen. Ich hatte dann gefragt, meine Erfahrung aus Deutschland war es ein bisschen bei so Vorträgen zu Europapolitik. Man fängt dann an, über die Europapolitik zu reden und wenn man aus dem Europaparlament kommt und da in der Brüsseler Blase so ein bisschen drin sitzt, dann redet man drauf los und es dauert 3 Minuten und kein Mensch versteht einen mehr. Deswegen habe ich gefragt, ob ich nicht eine kleine Einführung machen soll, ein bisschen was grundlegender über die Zuständigkeit der EU bei netzpolitischen Dingen und wie der ganze Laden überhaupt funktioniert. Das wurde mir mit Ja beantwortet und deswegen möchte ich so erstmal einsteigen. Danach will ich gezielter reden über die Einflussmöglichkeiten, die man auf europäische Politik in Brüssel hat. Dazu gehören dann auch so ein bisschen diese Themenkomplexe, einerseits Transparenz und auf der anderen Seite das, was die meisten Leute mit Brüssel als erstes Mal verbinden, nämlich Lobbyismus. Dann als drittes kann ich dann machen, ein bisschen so aus dem Nähkästchen plaudern über das, was da gerade aktuell und konkret an Gesetzesvorhaben auf dem Tisch liegt, worüber da gerade gesprochen wird. Naja, und dann zum Schluss als Fazit nochmal, inwieweit man also an welchen Stellen da jetzt aktiv werden kann und auch sollte. Also, erstmal, die EU, ganz allgemein hat die EU natürlich Kompetenzen in verschiedenen Politikbereichen, durch die Bank weg. So Politikbereiche sind solche Sachen wie Straßenverkehr, Gesundheitspolitik, Außenpolitik, internationaler Handel und so weiter. Grundsätzlich ist die Regel in der EU so, dass die EU auf einem bestimmten Gebiet Gesetze erlassen kann und irgendwie handeln kann, solange sich dafür irgendwie in den EU-Verträgen eine Rechtsgrundlage findet. Also solange da irgendwo ein Artikel steht, zu folgendem Ziel kann die Union Gesetze erlassen, dann geht das, solange die das begründen können. Und jetzt kann man schon auf die Idee kommen, dass das nicht immer so eine 100%ig eindeutige Sache ist. Man kann da also ein bisschen dehnen, ein bisschen schieben. Solange da irgendwas steht, man das irgendwie in Form gepresst kriegt, kann man also fast alles machen. Das beste Beispiel dafür ist eigentlich auch der größte Politikbereich in der EU, nämlich der Binnenmarkt. Der Binnenmarkt betrifft im Prinzip alles, was in irgendeiner Form gehandelt wird und fast alles wirtschaftliche Leben in Luxemburg wie in Belgien und in Deutschland betrifft. Gleichzeitig ist aber die erste Datenschutzrichtlinie, die in der EU erlassen wurde, 1995 war das, auf der Rechtsgrundlage Binnenmarkt beschlossen worden. Das war also offiziell eine Harmonisierung im Wettbewerbsrecht, was den Datenschutz angeht. 2006 haben sie es noch weiter getrieben. Beim ersten Mal war es gut, muss man dazu sagen. 2006 ist das viel, viel fragwürdiger. Da wurden nämlich die Richtlinie zur Vorratsdatenspeicherung, mit denen ja die Verkehrsdaten von den Telefonprovidern jahrelang gespeichert werden können. Rechtsgrundlage, Binnenmarkt. Das liegt jetzt gerade zum Glück hier in Luxemburg vom EuGH und wird gerade überprüft. Dazu kommen wir gleich nochmal, aber ich will nur an der Stelle sagen, es ist äußerst begrüßenswert, dass der EuGH diese Rechtsgrundlage an dieser Stelle überprüft. Weil Binnenmarkt und dann Telefondaten sammeln zum Terrorismus bekämpfen, irgendwas passt da nicht zusammen, das ist klar. So, also, je nach Bereich muss man jetzt wissen, hat die EU mehr oder weniger zu sagen. Es gibt diese gemischten Kompetenzen, die vollständigen Kompetenzen, das ist jetzt egal. Der große Unterschied ist dann meistens, wie stark die Mitbestimmung des Europäischen Parlaments an den Entscheidungen ist. Da gibt es im Prinzip 3 verschiedene Abstufungen. Das eine sind die normalen Gesetze, da macht die Kommission einen Vorschlag und das, was dann hinterher rauskommt, da müssen sich Rat und Parlament darauf einigen. Da wird monatelang verhandelt und dann kommt irgendwas raus. Die abgeschwächte Version davon ist, da kann der Rat im Prinzip alleine entscheiden. Das Parlament wird konsultiert, das heißt, das Parlament beschließt einen Standpunkt, der wird dann eher ignoriert als ernst genommen
und es tritt in Kraft. Und der dritte Fall, da ist die Mitbestimmung des Parlaments eigentlich höher, das kommt vor allem bei internationalen Abkommen zum Tragen. Da kann der Rat zwar entscheiden, aber nur nach Zustimmung des Parlaments. Das Parlament hat dann also ein Veto. Wenn das Parlament Nein sagt, ist an der Stelle Ende. Das ist genau, wir hatten es gerade schon genannt, genau bei ACTA passiert. Und das ist im Prinzip weniger auf der inhaltlichen Seite, aber entscheidungstechnisch ist das die stärkste Einflussmöglichkeit, die das Europaparlament hat. Und alle Jubeljahre einmal passieren dann auch solche progressiven Sachen, wie das ACTA abgelehnt wird. So. Es gibt zu diesem ganzen Gefüge natürlich noch den EuGH, sitzt hier in Luxemburg. Der hat die Möglichkeit, Urteile mit bindender Wirkung zu fällen. Die betreffen meistens die Mitgliedstaaten, aber auch die EU. Für Deutsche immer ein bisschen enttäuschend ist die Tatsache, im Gegensatz zum Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe kann man vom EuGH nicht individuell klagen. Ich kann jetzt also nicht hingehen und eine Klage einreichen und sagen, Leute, das Fluggastdatenabkommen mit den Vereinigten Staaten von Amerika widerspricht gegen die Grundrechtecharta der EU, ihr müsst das annullieren. Das geht in Karlsruhe, das geht in Luxemburg beim EuGH nicht. Deswegen ist da die wichtigste Klagemöglichkeit die Vorentscheidung. Dafür muss aber irgendein nationales Gericht einen Fall auf dem Tisch haben und an irgendeinem bestimmten Punkt sagen, so, hier ist eine Grundsatzfrage und dann diese Grundsatzfrage nach Luxemburg schicken. Das ist genau das, was jetzt mit der Vorratsdatenspeicherung endlich passiert ist. Die gerade von mir angesprochene Grundrechtecharta ist mit dem Lissabon-Vertrag neu gekommen. Der Lissabon-Vertrag ist aus der Linken völlig zu Recht viel kritisiert worden. So eindeutig ist das Bild aber nicht, das muss man sagen, gerade wenn man über Netzpolitik redet, dann gibt es hier und da auch positive Punkte, wie zum Beispiel die Grundrechtecharta, die in Artikel 7 und 8 ein Recht auf Privatsphäre, auf Vertraulichkeit der Kommunikation und Datenschutz enthält. An anderer Stelle gibt es auch noch ein Recht auf Eigentum und darunter findet sich dann ein Satz, das ist auch für netzpolitische Fragen interessant, das geistige Eigentum wird geschützt. Sowas steht da auch drin. Es steht aber auch ein Recht auf Freiheit drin, einen Absatz später dann aber auch eins auf Sicherheit. Also das Ding folgt im Großen und Ganzen der Europäischen Menschenrechtskonvention, das ist inhaltlich für keinen was Neues. Nur so ein bisschen steckt der Teufel dann schon wieder im Detail, was man da alles machen kann, was nicht und was das dann überschreitet. Die Politikbereiche, für die die EU zuständig ist, die für netzpolitische Fragen, und ich möchte das jetzt ganz ausdrücklich hier nicht definieren, was alles unter Netzpolitik fällt, die sind als erstes und relativ prominent der Datenschutz, für den im Lissabon-Vertrag eine eigene Rechtsgrundlage geschaffen wurde. Also mit Artikel 16 hat die EU jetzt Kompetenz, alles Mögliche den Datenschutz betreffend in Europa zu regeln. Ein anderer starker, wichtiger Bereich ist, wie gesagt, der internationale Handel, weil viele Belange, die Urheberrechtssachen angehen, die ganze File-Sharing-Problematik und so weiter, wird halt oft in internationalen Abkommen verhandelt, und die dann eben genau wie ACTA zustimmungspflichtig sind durch das Europaparlament, die also da an so einer Stelle auch ziemlich einfach abgeschossen werden können. Ein weiterer wichtiger Bereich ist die Justizkooperation. Die Stichworte sind so Sachen wie Europol, die Prüm-Entscheidung, mit der DNA-Daten ausgetauscht werden und so weiter. Also die Strafverfolgungsbehörden in Europa sind natürlich zunehmend vernetzt und da ist es auch sehr schwierig zu kontrollieren und bisher gibt es auch nur sehr schwache Instrumente, die da in Kraft sind. Das heißt, wenn von einem Staat Strafverfolgungsdaten an einen anderen weitergegeben werden, hat der erste Staat im Prinzip die Kontrolle über die verloren. Was der zweite danach damit macht, ist fast denen ihre Entscheidung. Und das schafft selbst für die Mitgliedstaaten Probleme, für die Betroffenen mal ganz zu schweigen. Der größte Bereich, ich habe ihn gerade schon angesprochen, ist der Binnenmarkt, weil unter dem alles Mögliche verhandelt werden kann. Zum Beispiel auch diese ganzen Fragen um die Netzneutralität, die in Brüssel besprochen werden, die laufen natürlich alle unter der Rechtsgrundlage Binnenmarkt. Es geht dann natürlich offiziell und pro forma um eine wettbewerbsrechtliche Harmonisierung, damit alle in Europa auf dem gleichen Stand sind. So, da sieht man jetzt aber schon, dass ist erstens für viele Fragen, die einen unter dem Begriff Netzpolitik beschäftigen, erstens sehr umfassend schon. Zweitens dadurch, dass sich vieles auch so dehnen lässt. Wenn die Kommission glaubt, sie muss in irgendeinem Bereich was machen, dann finden die eine Begründung. Wenn man mit der Begründung nicht einverstanden ist,
hat man einen langen Kampf vor sich. Das muss man einfach im Kopf haben. So. Ich würde dann jetzt auf den zweiten Themenblock schon zu sprechen kommen. Ich habe den mir mal so überschrieben, das sind jetzt die Kompetenzen der EU und aus netzpolitischer Sicht ist jetzt so ein bisschen die Frage für uns, ist das jetzt gut oder schlecht? Weil schön, die können da alles Mögliche regeln, die Frage ist, wie viel können wir mitreden? Und welche Einflussmöglichkeiten haben wir? Dazu muss man erstmal sagen, es gibt in der Öffentlichkeit und in vielen Ländern in Europa gibt es so zwei dominierende Bilder von, ich sage es in Anführungszeichen, von Brüssel. Das erste, gerade auf Deutsch taucht immer dieser Satz auf, steht da Brüssel, dann kommt kurz danach verschlossene Türen. Das sind all diese Entscheidungen, die bei EU-Gipfeln und im Rat und so weiter getroffen werden und plötzlich da sind. Dann müssen die sich wieder einsperren, tagelang, und dann kommen neue Entscheidungen, keiner weiß, welchen Interessen da irgendwie gefolgt worden ist. Es ist hinter verschlossenen Türen, jeder kennt das, nehme ich an. Das ist natürlich schlecht für die Partizipation. Dann gibt es diesen ganzen Bereich Brüssel, Lobbyismus. Brüssel ist einfach voll von Zehntausenden von Lobbyisten, die alle rundherum um das Europaparlament und die Kommission in Brüssel ihren Sitz haben, ihre Büros, die sitzen da auch in den Bars, die sitzen da auch in den Läden und essen Mittag, und das heißt, es sind natürlich alle beieinander und es hängt auch immer aufeinander. Dementsprechend haben alle Kontakt mit Lobbyisten, früher oder später, entweder formal oder informell beim Bier oder in irgendeiner Form. Da ist also ein starker Einfluss, der, wenn man jetzt mal bedenkt, dass die allermeisten Lobbyisten natürlich von Firmen bezahlt werden, von Firmenverbänden, von Public Relations, Anwaltskanzleien und, dann kann man sich schon ausmalen, da kommt eine Politik raus, die natürlich von wirtschaftlichen Interessen dominiert ist. Da stehen massenhaft wirtschaftliche Interessen hinter, die das Geld dafür geben, die werden dafür was wollen. Das Bild ist allerdings nicht völlig korrekt. Unter diesen vielen Lobbyisten, die sich da in Brüssel tummeln, sind auf der anderen Seite auch viele Vertreter, die sich nicht nur Zivilgesellschaft nennen, sondern sie in dem Sinne auch sind. Einer von den stärksten Akteuren auf netzpolitischem Gebiet ist eine Organisation, die heißen EDRI, European Digital Rights Initiative, und das ist auch ein Dachverband. Da sind natürlich lauter Verbände aus verschiedenen Ländern Mitglied. Aus Deutschland ist das die Digitale Gesellschaft, aus Frankreich ist da unter anderem La Quadrature beteiligt, hier aus Belgien zum Beispiel NURPA. Also es sind halt alle möglichen Verbände, die da drin sind, und die machen an der Stelle natürlich nichts anderes, als das die Pkw-Hersteller auch machen. Sie haben einen europäischen Verband, der sitzt in Brüssel, da wird zusammengeschmissen, dass man da 3 Stellen finanzieren kann, die dann Lobby machen für das, was sie da wollen. So, das ist das eine Bild, die einen 2 Bilder. Es gibt aber noch einen dritten Punkt, der oft vergessen wird, oft in Unkenntnis, aber man kann ihn auch übersehen. Wenn man im Parlament ist und in der EU arbeitet, so wie ich, dann drängt er sich aber auf und man kommt drum herum. Eigentlich ist die EU, was Transparenz angeht, zumindest wenn man das Europaparlament und noch ein paar andere Institutionen nimmt, eigentlich sehr weit fortgeschritten. Jede einzelne Ausschusssitzung, jede Plenarsitzung, jede Abstimmung, die im Europaparlament stattfindet, kann man genau dann, wenn sie stattfindet, live da angucken im Webstream, auf der Internetseite vom Parlament. Wer nicht so geübt ist mit Internetseiten, braucht wahrscheinlich eine Stunde, um das zu finden. Alle anderen werden das in 20 Minuten schaffen. Es ist ein bisschen kompliziert, man muss sich da ganz schön lange durchklicken, aber fairerweise muss man schon sagen, die sind da, die sind auch später noch da, man kann das später noch angucken, man kann da also schon viel nachvollziehen. Das Gleiche gilt für alle Dokumente, die kann man da auch alle runterladen, alle angucken, und das alles in 23 Sprachen. Manche Sprachen dauern ein bisschen länger, wenn man Englisch und Französisch kann, dann kann man es immer sofort lesen. So, das ist so dieser Gegenpunkt. Man kriegt also immer mit, was läuft. Die Lobbyisten im Prinzip arbeiten auch damit. Im Abgeordnetenbüro rufen regelmäßig welche an, die dann fragen, ob man nicht irgendwas früher kriegen kann oder sowas. Aber ganz oft
ist, selbst wenn ich will, ist dann die ehrliche Antwort, nein, wir haben es halt auch noch nicht. Es gibt da vielleicht in irgendeinem Sekretariat ein informelles Papier bisher, das lag aber auch nicht auf meinem Tisch. Also insofern arbeiten da alle relativ unter den gleichen Bedingungen. Und das ist eben genau dieses Ding, was diese vielbeschworene Brüsseler Blase ausmacht. Die hat noch ein paar weitere Spezialitäten. Ich weiß nicht, wem von Ihnen so Zeitungen wie die European Voice oder der EU Observer irgendwas sagen. Wahrscheinlich keinem. Das sind aber die beiden führenden Blätter in Brüssel für EU-Politik. Die sind auf Englisch. Kein Mensch meiner Ansicht nach außerhalb der Brüsseler Blase liest die, weiß von deren Existenz oder interessiert sich dafür. Kurz gesagt, viel dieser Politik in dieser Brüsseler Blase findet unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt, weil keine Medien dabei sind. Klar, jedes Land hat seine nationalen Medienvertreter in Brüssel, alle haben ihre Korrespondenten da sitzen, die sind alle da und machen Interviews und sowas. Aber wenn man sich mal mit den Korrespondenten unterhält und sie fragt, guck mal, wir machen so viel zu diesem Thema, ich habe in eurer Zeitung noch nie was dazu gelesen oder in euren Nachrichten noch nie was gesehen, was ist da los? Dann sagen die, ja, wir sitzen ja auch hier in Brüssel, wir kriegen es mit, es ist wichtig, aber ich kriege in meiner Redaktion dafür keine Zeit. Ich kriege das nicht durch. EU-Themen, ja, Sparpaket, gut, das kriegen wir noch hin und alles andere wird dann spätestens zu Hause in der Redaktion gekillt. Das haben mir in dem Fall deutsche Zeitungskorrespondenten gesagt, aber wenn ich von den Sprachen, die ich verstehe, andere Zeitungen mir angucke, gehe ich davon aus, das ist ein Phänomen, was sich eigentlich über die gesamte EU so erstreckt. Das ist natürlich für die Öffentlichkeit ein gewisses Problem. In den Fernsehnachrichten kommt eben furchtbar wenig über die EU. Auf der anderen Seite, aber da man ja alle Dokumente, alle Sitzungen und sowas sich ohnehin selber angucken kann, ist es gerade für Leute, die jetzt nicht nur die Nachrichten konsumieren wollen, sondern die politisch aktiv werden wollen, die irgendein Thema gezielt verfolgen und die da irgendwelche Interessen haben und auch vertreten wollen. Die können mit dem einen ja durchaus arbeiten. Dadurch, dass aber in dieser ganzen Brüsseler Blase so wenig Medieninteresse herrscht und so wenig Medienvertreter dazwischen sind, dazu kommt, die europäischen Parteien, die existieren, die Europäische Volkspartei, die Sozialdemokratische Partei und die Grünen und die Liberalen und die Linken alle, sind ja total schwache Strukturen, die auch keine politischen Inhalte in einer starken Form in Brüssel auf europäischer Ebene irgendwie pushen. Also von denen kommt natürlich nichts. Die sind organisatorische Gebilde, aber die sind da im politischen Leben eigentlich nicht vorhanden. Im Europaparlament gibt es die Fraktionen, aber auch die sind natürlich intern politisch oft, wie soll man sagen, fast nicht gelähmt, aber die stehen sich auch gerne mal im Weg. Naja, dann hat man eben Leute aus 15 verschiedenen Ländern da, die zwar eigentlich alle der gleichen politischen Familie angehören, aber trotzdem einfach nicht dieselben Ideen haben, nicht dieselben Ziele und so kann man sich eben auch schnell ausbremsen. Aber genau durch diese Mischung, man hat diese Politiker, man hat die Kommissionsbeamten, die da rumrennen, die NGO-Vertreter, die zwar weniger sind, aber nicht weniger aktiv, ja? Menschenrechtsgruppen, die Lobbyisten, alle zusammen, kaum Medienöffentlichkeit, kaum irgendwelche großen, viele Politiker haben keine großen Verpflichtungen gegenüber irgendeiner europäischen Partei und die nationale kriegt sowieso kaum mit, was da passiert. Genau dadurch kriegt man so eine spezielle Situation, wo die alle aufeinander hängen, offiziell, bei Vorträgen, bei Konferenzen, aber wie gesagt, auch abends beim Bier, weil sie gehen ja auch alle in dieselben Bars. Wo viel Austausch passiert, der eben, und das ist natürlich alles ein Klüngel, ja, das kann man nicht anders nennen, der aber durchaus seine positiven Seiten hat, einfach deswegen, die Europäische Kommission hat nämlich ein Problem. Die sind gemessen an ihrer Personenzahl und an ihrem Budget für zu viel zuständig. Der letzte Vergleich, den ich kenne, ist, dass die Europäische Kommission weniger Angestellte hat als die Stadt Köln.
Wenn man das vergleicht mit dem Luxemburger Beamtenapparat, glaube ich, fällt das noch krasser aus. Es sind also sehr wenig Beamte und das heißt, die haben ein Problem, nämlich immer, wenn sie eine technische Expertise brauchen, müssen die sich an irgendwen wenden. Die Lobbyisten stehen da gerne zur Verfügung, die NGO-Vertreter auch. Und beide zusammen haben aber einen bestimmten Nutzen darüber hinaus noch für die Kommission, nämlich sie haben mit der Zivilgesellschaft gesprochen und haben ihren Input von da bekommen. Das heißt, die europäischen Entscheidungen werden tatsächlich durch das Vorhandensein von NGOs und Lobbyisten in Brüssel legitimiert. Entsprechend macht die Kommission auch zu quasi jedem Thema, was irgendwie eine gewisse politische Brisanz hat, machen sie Konsultationen, öffentliche. Das heißt, irgendein EU-Beamter stellt eine Frage raus, zu der sich dann alle Verbände äußern können. Dann wird eine Zusammenfassung geschrieben. Das ist dann gerne parteiisch, man muss denen da wirklich auf die Finger gucken. Aber das legitimiert natürlich die EU-Arbeit. Auf der anderen Seite gibt es aber eine gewisse Möglichkeit für Zivilgesellschaft, und damit meine ich eben genau nicht nur die Lobbyisten, sondern auch Menschenrechtsgruppen, NGOs und so weiter, da sich bemerkbar zu machen und gehört zu werden. Das ist nicht einfach, das geht auch nicht ohne Kampf ab, aber es ist möglich. Es bringt mal stärkere, mal weniger starke Früchte, aber es ist wichtig, diesen Punkt klar zu haben. Dazu muss man jetzt noch sagen, in der EU wird ehrlich gesagt seit 5 Jahren über eine sogenannte Transparenzrichtlinie verhandelt, die regeln soll, welche Dokumente eigentlich aus dem ganzen politischen Verfahren öffentlich sein sollen und welche nicht. Das Europaparlament hat da immer eine sehr, sehr progressive Position vertreten, auch mit Mehrheit, die dann abgestimmt wurde. Ja, das Ding hängt seit 5 Jahren in den Verhandlungen mit dem Ministerrat fest. Und das Spiel ist immer dasselbe. Das Parlament sagt ja, das hier, das da. Die Öffentlichkeit hat ein Recht, das zu wissen, das muss öffentlich gemacht werden. Und die Mitgliedstaaten sagen jedes Mal, ja, nee, aber das hier berührt unsere nationalen Interessen. Das da, dann weiß man was über unsere Armee oder über diese Polizeistrategie oder dieses oder jenes. Das geht alles nicht. Das muss restricted sein. So, das ist immer das Spiel. Also man muss bei der EU auch sehen, da sind auch durchaus verschiedene Akteure am Werk und gerade im Rat sind halt immer die Vertreter der Regierungen, die, ich weiß nicht genau, wie das in Luxemburg gemacht wird, aber in Deutschland gibt es das Problem sehr stark, dass das, was die Regierung im Ministerrat in Brüssel macht, im Parlament fast nicht kontrolliert wird. Und es ist auch nie bekannt, so richtig bei einer bestimmten Richtlinie, welche Position hat denn der deutsche Innenminister oder der deutsche Justizminister oder wer auch immer denn dort vertreten. Für welche Punkte im Einzelnen haben die sich stark gemacht und welche nicht? Und was geht auf denen ihre Kappe? Das ist immer schwer herauszufinden und das ist ein Transparenzproblem, was sich aber tatsächlich nur schwer lösen wird, weil genau der Rat auch mitzureden hat und die Mitgliedstaaten da auch gezielt Transparenz torpedieren. Wie man Einfluss in Brüssel nehmen kann, ist vielleicht das beste Beispiel. Das ist jetzt, wir haben jetzt was, den 28.06., das ist fast ein Jahr her. Letztes Jahr am 4. Juli. Am 4. Juli hat das Europaparlament eben mit seinem Veto das ACTA-Abkommen abgelehnt. Für alle, die es nicht kennen, in einem Satz, das ACTA-Abkommen war ein Abkommen zwischen mehreren Staaten, allesamt reiche Industrienationen und die EU, wo es um die Durchsetzung von bestimmten Gesetzen bezüglich Urheberrecht, Fälschung und Copyright im internationalen Handel ging. Gerade die netzpolitische Gemeinde hatte da große Probleme mit, weil da auch ziemlich drakonische Maßnahmen vorgeschlagen wurden und der Verdacht reichte immer schon sofort aus, um irgendwelche Daten zu übertragen. Deswegen wollten wir als Deutsche Linke, ich weiß aber auch noch mehr, die ganze Netzgemeinde wollte das abgelehnt wissen, da waren auch Grüne und Liberale beteiligt, also es gab da eine große Front. Ja, als ich im Europaparlament angefangen habe, kannte ich ACTA, wurde geheim verhandelt, man wusste nicht viel. Ich und meine Chefin, wir wussten grob, worum es da geht, dass wir dagegen sind, auch aus welchen Gründen, aber wie man das Ding jemals ablehnen würde, hatten wir keine Ahnung. Ich habe mit Leuten bei den Grünen im Europaparlament gesprochen, denen ging das exakt genauso. Naja,
so ging das vor sich hin und immer weiter, bis plötzlich ungefähr im Januar letztes Jahr war das, es irgendwie klappte, da eine große Mobilisation zu erzielen. Und dann auch nicht so sehr in Deutschland zuerst, also es war gar nicht so, dass es in Frankfurt und in Berlin die großen Demonstrationen gab, nein, die fingen auf einmal in Warschau an und in Prag und dann in Litauen. Und plötzlich waren da Zehntausende Leute auf der Straße und haben gegen ACTA demonstriert. Das ist dann auch nach Deutschland rüber geschwappt und auch nach Frankreich und so. Es gab dann eine große Bewegung. Und im Europaparlament konnte man förmlich jeden Tag spüren, wie auf der konservativen Seite die Unterstützer von ACTA umgefallen sind. Mit jedem Tag hat sich die Mehrheit in dieser Sache gedreht und am Ende wurde das mit, ich weiß es nicht mehr genau, ich glaube mit 60–65% der Stimmen abgelehnt. Vorher waren wir uns sicher, wir werden das nie schaffen. Und es war genau dieser Druck, der dann da kam, genau von der Straße, von Demonstrationen, der eben dazu geführt hat, dass diese ganzen konservativen Politiker in dem Fall ihre Meinung geändert haben. Das ist natürlich Quatsch. Die haben, glaube ich, nicht ihre Meinung geändert. Die haben sich da strategisch verhalten. Die haben einfach diesem Druck nachgegeben. Das will ich jetzt auch nicht verurteilen. Es hat uns ja gedient. So, es gibt aber genau noch das gegenteilige Beispiel. Und zwar gibt es eine Richtlinie, wir nennen die EU-PNR. Da geht es darum, ich habe ja eben schon angesprochen, dieses Abkommen zur Sammlung von Fluggastdaten mit den Vereinigten Staaten. Es gibt die Pläne, ein eigenes Fluggastdatenabkommen, nein, kein Abkommen, eine Richtlinie in der EU zu machen, mit der dann alle Passagierdaten von allen Flügen in und aus der EU, rein und raus, gespeichert würden, auch monatelang, um sie dann auszuwerten, um damit neue unbekannte Terrorverdächtige oder Drogenhandelverdächtige zu finden. Wir haben ganz massive Probleme damit, wie das Ding vorgeschlagen ist, weil es halt auch wieder mal um eine völlig pauschale Datenerhebung geht, mit der einfach alle Leute, die in ein Flugzeug steigen, was aus der EU rausfliegt, unter Generalverdacht gestellt werden. Und da haben wir einfach diese Lage, dass wir es versuchen, aber es lässt sich nicht dafür mobilisieren. Ich weiß jedenfalls nicht wie. Wenn jemand einen Vorschlag hat, ich nehme gern welche entgegen, aber es funktioniert nicht. Und solange das nicht funktioniert, solange wir nicht irgendwie draußen auf der Straße Leute und am besten nicht nur in Berlin und in Frankfurt, sondern eben auch in Paris und in Warschau und in Madrid mobilisiert kriegen, wird sich da kaum was ändern. Weil es gibt eben diese Brüsselblase, da passieren die Sachen so, wie sie sind. Und genau durch solche Demonstrationen, die so urplötzlich auftauchen, wo keiner so richtig weiß, wo sie herkommen, genau die macht es möglich, diesen mehr oder minder festen politischen Konsens in dieser Blase auch zu durchbrechen und da auch Überraschungen zu erzielen. So, ich würde sagen, daran sieht man ganz gut, es kann bei dieser EU-PNR-Richtlinie, wir strampeln da eigentlich frei. Wir versuchen dagegen zu arbeiten. Der Innenausschuss des Europaparlaments hat das übrigens schon abgelehnt, aber ich bin mir ziemlich sicher, es wird nicht abgelehnt werden, es wird irgendwann in Kraft treten und wir haben da auch kaum eine Handhabe. Da sind natürlich die Lobby, in dem Fall sind weniger nicht nur Firmen, das sind auch britische Polizeibehörden und sowas. Und das ist aber sehr stark und da gelingt es uns im Gegensatz zu ACTA nicht, ein Gegengewicht herzustellen. So, was ich damit sagen will, ist, es kommt ein bisschen aufs Thema an, man muss da genau gucken, man muss sich auf der europäischen Ebene in jedem Fall engagieren, wie viel Energie und Liebesmühe man da investiert. Das ist aber die große Frage, das sollte man davon abhängig machen, um was geht es, wie leicht zum Beispiel, das Europaparlament ist nur wirklich am einfachsten zu beeinflussen. Wie groß sind denn die Chancen, dass das Europaparlament zum Beispiel, wenn man erfolgreich ist, das auch wirklich ablehnen kann? Bei ACTA war das einfach. Ein Vetorecht. Das Parlament musste einmal abstimmen und das Ding ist beerdigt. Beim EU-PNR, ja, es ist im Ausschuss in der ersten Lesung abgelehnt worden. Dann ist es zurück an den Ausschuss verwiesen. Wenn man es jetzt wieder ins Plenum bringt, wird man immer noch in der ersten Lesung sein. Wenn das Parlament etwas in der ersten Lesung ablehnt, passiert gar nichts, sondern es gibt eine zweite Lesung. Und wenn das auch nicht gelingt, dann gibt es noch eine dritte und danach gibt es noch einen Vermittlungsausschuss. Das heißt,
das EU-Gesetzgebungssystem ist nicht darauf angelegt, dass Vorschläge, die gemacht worden sind, abgelehnt werden. Das ist darauf angelegt, dass die verändert werden, aber nicht, dass sie einfach vom Tisch gewischt werden. Im Gegensatz zu dem System, was bei internationalen Abkommen greift, die man einfach schnell und einfach loswerden kann. Also solche Gedanken muss man, glaube ich, immer im Kopf haben, wenn man sich die Frage stellt, wie viel Engagement auf der europäischen Ebene. Meines Erachtens die beiden wichtigsten netzpolitischen Themen, die im Augenblick, nein, die drei wichtigsten Themen, die im Augenblick in der Hinsicht in Brüssel verhandelt werden, sind einmal das Ganze um den ganzen Themenkomplex Netzneutralität, dann die im Augenblick laufende Reform der europäischen Datenschutzregelung. Es gibt, wie gesagt, hat ja schon gesagt, von 1995 eine alte Richtlinie und da soll jetzt ein großes neues Paket gemacht werden. Und das dritte geht um den ganzen Bereich Bekämpfung von organisierter Kriminalität, transnationalem Verbrechen und so weiter. Und da sind die Stichworte in erster Linie wieder Datenschutz und natürlich Europol und das gerade angesprochene EU-Fluggastdatenprogramm. Kurz zur Netzneutralität. Wenn ich das in Brüssel höre, fange ich eigentlich schon an zu stöhnen, weil es ist einfach so, das liegt in den Händen der niederländischen Kommissarin Neelie Kroes und die redet da oft drüber, dass sie Netzneutralität in Europa verankern will und eingangs haben wir über die Kompetenzen gesprochen, ich muss betonen, sie könnte, nicht alleine, aber sie könnte das Verfahren anstoßen, sie müsste das Verfahren anstoßen, aber sie macht es nicht. Sie ist jetzt 4 Jahre an dieser Stelle im Amt als Kommissarin für die Digital Agenda und hat in dieser Zeit 6 öffentliche Konsultationen zum Thema Netzneutralität gemacht. Nun ist eine öffentliche Konsultation eigentlich eine ganz gute Sache. Beim 6. Mal innerhalb von 4 Jahren wird die Nummer lächerlich. Ich persönlich glaube nicht, dass von dieser Frau irgendwann nochmal ein Gesetzesvorschlag, ein europäischer, kommen würde zur Netzneutralität. Wenn das so wäre, wäre das ja gut zu begrüßen. Dann müsste man über die Details reden und sowas, aber da wäre was auf dem Tisch, über das man reden könnte. Aber das kommt nicht. Es kommt nicht. An welcher Stelle das verhindert wird, ist schwer zu sagen. Wie gesagt, in Brüssel sind viele Lobbyisten von vielen Firmen, die da mit Sicherheit kein Interesse haben. Auf der anderen Seite hat sich aber auch in anderen Ländern schon die Erkenntnis durchgesetzt, dass Netzneutralität verankert werden muss. Vielleicht ist es auch in der Kommission selber nicht mehrheitsfähig. Ich kann da nur mutmaßen. Zur Netzneutralität muss man aber im Großen und Ganzen eins festhalten. Die EU könnte machen, aber es geht nicht voran. Stattdessen haben einzelne Länder da Initiativen gestartet, weswegen ich spezifisch auf die Frage Netzneutralität bezogen sagen würde. Vieles in Brüssel, man muss da natürlich am Ball bleiben, aber zu viel Energie in Brüssel in die Netzneutralität investieren, ist, glaube ich, verschwendete Liebesmüh. Da lohnt es sich vielleicht eher, auf nationaler Ebene dafür zu sorgen, dass es in mehr Ländern Gesetze gibt, die die Netzneutralität verankern. Das ist nämlich auch eine Sprache, die die Kommission wiederum versteht. Und wenn irgendwie erst mal 20 Mitgliedstaaten eine bestimmte Regelung getroffen haben, dann ist auch die Kommission unter dem Zugzwang, nämlich irgendwann zu sagen, ja, 21 von 27, in 3 Tagen 28 machen es. Wir müssen hier was machen, damit das entweder alle machen oder wie das jetzt irgendwie noch zusammen funktioniert. Dann das große Projekt Datenschutzreform. Das ist jetzt schon seit 1,5 Jahren auf dem Tisch. Es geht darum, die eigentlich als sehr erfolgreich angesehene, wirklich bewährte Datenschutzrichtlinie von 1995, die auch alle Staaten umgesetzt haben, zu erneuern. Die soll jetzt durch eine Verordnung ersetzt werden. Es hat den Unterschied, eine Richtlinie muss in den Mitgliedstaaten durch einzelne Gesetze umgesetzt werden. Die Verordnung nicht. Die gilt so, wie sie ist, ohne Wenn und Aber. Naja, da sind kleine Wenns und Abers drin und manchmal gelten dann nationale Gesetze und sowas. Aber im Großen und Ganzen würde die sofort gelten. So, das ist einerseits, wenn das Ding gut wird,
eine gute Sache, aber nur, wenn es gut wird. Ansonsten ist das ein Problem. Naja gut, in dieser Lage sind wir halt. Das haben wir jetzt im Prinzip nicht zu entscheiden. Da haben wir keine Handhabe, um das zu ändern. Also muss es gut werden. Deswegen sitzen wir jetzt seit geschlagenen 1,5 Jahren in diesen Verhandlungen und die gehen sehr, sehr, sehr schleppend voran. Außerdem haben wir im Zusammenhang mit dieser Verordnung ein unvorstellbares Maß, für mich jedenfalls unvorstellbares Maß an Lobbyaktivität gesehen. Bei der Linken kriegen wir weniger Lobbyanfragen, als das meine Kollegen von der Volkspartei so abkriegen. Ich habe mich mit denen darüber unterhalten, es sind völlig unterschiedliche Zahlen. Aber plötzlich war dieser Unterschied weg. Da ging es nämlich auf einmal um Datenschutz. Ich habe in der ganzen Zeit ohne die Datenschutzreform im Halbjahr 3 Lobbyanfragen, die von irgendwelchen Firmen oder Firmenverbänden kommen. Und mit der Datenschutzreform waren das schlagartig 3 am Tag. Das ist also unglaublich nach oben geschnellt. Es geht da vielen Firmen natürlich um viel Geld, viele amerikanische Firmen, wir reden da natürlich über Google, Facebook, Amazon und so weiter, die da alle ganz, ganz starke Interessen haben, dass der Datenschutz in Europa nicht zu gut wird, weil dann kommen sie in Probleme. Naja, die Lobbyisten waren bei manchen Abgeordneten erfolgreich, bei anderen nicht. Aber insgesamt sind sie sehr erfolgreich gewesen. Das sieht man, wenn man sich anguckt, was die Abgeordneten so an Änderungen zu dem vorgeschlagenen Text beantragt haben. Da sind auch Abgeordnete dabei, die ich noch nie habe sich zu Datenschutz äußern hören, die da auch mit Sicherheit eigentlich keine Ahnung von haben, die dann aber eben mal mit den Leuten von Google zusammengesessen haben und die haben denen erklärt, hier, guck mal, so und so viel Geld bringen wir in dein Land. Und wir machen diesen und jenen Umsatz in der EU und wir beschäftigen so und so viele Leute. Und das hätten wir gern. Das funktioniert natürlich, da brauchen wir uns nichts vorzumachen. Also bei dieser Datenschutzreform, die ist halt so, und wir sind jetzt in diesen Verhandlungen, wir verhandeln und verhandeln. Wir haben eigentlich Glück gehabt. Der Berichterstatter für das Europaparlament, das ist ein Grüner aus Deutschland, der ist auch ziemlich jung, der ist 30. Datenschutztechnisch gibt es politisch zwischen uns keine nennenswerten Differenzen. Ja, das kann man einfach so sagen. Das sind, die Konflikte, die wir mit den Grünen haben, liegen einfach an anderen Punkten. Wir haben uns also wirklich gefreut. Super, da macht also einer, der dieselben Datenschutzvorstellungen hat wie wir, ist federführend fürs Parlament beteiligt. Super, wir helfen ihm dabei. Selbst die Sozialdemokraten sind irgendwie zu kriegen. Und die Liberalen diskutieren seit einem Jahr über jedes Punkt und Komma und jede Silbe. Und es geht da um Fragen, die dann auch, also wenn man sich mal so Papiere von zum Beispiel EDRI anguckt zu diesem Thema oder von anderen Bürgerrechtsorganisationen, Netzpolitikgruppen und sowas, was die entscheidenden Punkte im Datenschutz sind, dann erkennt man einfach, in der Sache sind sich in gewisser Weise alle einig, welches die entscheidenden Punkte sind. Nämlich die bei den einen stehen als muss unbedingt gewahrt werden. Da steht bei den anderen, das muss unbedingt weg. Also in der Sache sind sich sogar alle einig. Ich nenne mal kurz so ein paar Punkte, was da extrem wichtig ist, um die wir da kämpfen. Ja? Also Datenverarbeitung ist ja nur erlaubt mit einer bestimmten Rechtsgrundlage oder wenn es notwendig ist, um einen Vertrag zu erfüllen oder je nachdem. Es sei denn, die betreffende Person gibt ihre Zustimmung. So. Diese Zustimmung musste schon immer deutlich sein, auch nach der alten Richtlinie, was aber effektiv bedeutet in den meisten Mitgliedstaaten in der EU, dass wenn man einen Vertrag unterschreibt für sein Handy oder sowas, dann willigt man ja den Vertrag ein und damit stimmt man also implizit auch aller möglicher zusätzlicher Datenverarbeitung zu. Da kann man dann Einspruch erheben. Ich weiß nicht, ob Sie jemanden kennen, der schon mal gegen sowas Einspruch erhoben hat, selbst wenn es ihn stört. Ich kenne keinen und das letzte Mal, als ich das selber machen wollte, da ging es um die belgische Telefonfirma, da
war es mir dann zu schwierig, diesen Brief auf Französisch zu schreiben. Ich kann Französisch sprechen und ich kann in Brüssel alles Mögliche auf Französisch machen, aber den Einspruchsbrief auf Französisch zu schreiben, das war mir dann wiederum zu viel. So, also das sind halt solche Hürden, an die man da stößt. In der neuen Verordnung soll jetzt dieser Zusatz sein, es muss immer ausdrücklich sein. Explicit steht da. Explicit, eine explizite, ausdrückliche Zustimmung, das heißt, man muss irgendwo ausdrücklich sagen, und ja, und ich bin noch mit zusätzlicher Datenverarbeitung einverstanden, oder nicht. Das ist ein Streitpunkt, ein unglaublich starker Streitpunkt, und es geht wirklich nur um dieses eine Wort. Es geht um explicit in diesem Satz. Darüber reden wir seit Monaten. Na gut, es ist natürlich auch ein Kernpunkt. Es ist immer die Frage, muss ich jetzt handeln, also muss ich Einspruch erheben und bei wem? Ja, ich meine, viele Sachen passieren auch grenzüberschreitend. Was ist, wenn das auf einmal nicht auf Französisch ist, sondern auf Ungarisch? Also in der EU haben wir immer noch 23 Amtssprachen und jeder Mitgliedstaat besteht auch auf seine eigene. Das heißt, und wenn eine Firma nur in Ungarn sitzt, dann sind die im Prinzip auch nur das ungarische Recht gebunden und das verlangt eben nur, dass solche Sachen. So, man kommt also in unglaublich schwierige Probleme und deswegen ist das so wichtig, dass man von Anfang an sagen kann, nein. Das ist so einer der großen Kernpunkte und ein anderer Streit geht darum, ob es erlaubt sein soll, darüber hinaus Daten zu verarbeiten als Firma, wenn das im eigenen berechtigten Interesse, im eigenen legitimen Interesse steht. Da würde man vielleicht aus dem Bauch sagen, ja, kommt drauf an, was ist denn das berechtigte Interesse? Meistens sind das so Sachen wie Eigenwerbung. Das stört vielleicht, aber wie schlimm ist das? Na gut, wenn eine Firma gesetzliche Auflagen erfüllen muss, dann müssen sie die erfüllen. Da gibt es vielleicht nichts zu rütteln. Aber gehört zu diesem berechtigten Interesse auch noch, die Daten an eine andere Firma weiterzugeben, damit man mit denen ein Geschäft machen kann? Eine Firma würde mit Sicherheit sagen, na klar. Da habe ich eine andere Position, meine Chefin auch und eine ganze Reihe anderer Abgeordneter im Europaparlament auch. Also um solche Fragen geht es da. Wir sitzen da und kämpfen dafür, aber das sind halt all solche Dinge, wo es einfach auch in furchtbar kleinen Schritten vorwärts geht. Gut, ich glaube, es ist schon ziemlich lang. Ne? Dann überspringe ich den Europol-Teil. Wenn da jemand was drüber wissen will, dann würde ich sagen, frag. Jetzt nochmal kurz, um das Fazit zu machen. Also die Datenschutzreform zum Beispiel. Es wird eine Verordnung, die unmittelbar wirkt. Und Datenschutz ist noch mehr als Bestimmungen über Gemüsehandel oder sagen wir mal genauso viel, was uns einfach alle berührt, unweigerlich und zwar die ganze Zeit. Also jeder, der eine Sozialversicherungsnummer hat, interessiert sich quasi, könnte sich mal für Datenschutz interessieren, weil das sind auch sensible Daten. Eben weil es da so weitreichende Kompetenzen gibt an dem Bereich Datenschutz. Ist es unumgänglich, ja, dass man sich natürlich auf europäischer Ebene damit auseinandersetzt und da versucht nicht nur die Wege über die nationalen Parlamente zu gehen, sondern da auch gezielt in Brüssel sitzt. Was man da im Einzelnen macht, ist natürlich immer so ein bisschen die Frage, aber ich habe ja schon gesagt, es gibt eben auch Bürgerrechts- und netzpolitische Organisationen und sowas in Brüssel. Da geht es natürlich auch darum, sich da miteinander zu vernetzen, auszutauschen, um einfach auch einen gewissen politischen Druck in diese Brüsseler Blase reinzutragen. Diese Blase aufzustechen, kaputt zu machen, weiß ich nicht, wie man das schnell schaffen sollte. Es geht aber hier um manche Sachen, die eben auch bald, die auf der Tagesordnung stehen, die in der Arbeit sind. Das heißt, muss man halt auch bald machen, deswegen man muss einfach einen gewissen politischen Druck in diese Blase reintragen. Man darf sich da nicht mit allem gemein machen und man muss da wissen, sich abzugrenzen, aber man muss einfach diesen Druck da reintragen. Und zwar zivilgesellschaftlichen Druck und eben auch von Parteien und. Genau diese Punkte, die ich benannt habe, die da drin nicht wirklich vorkommen. So, also viele Sachen werden einfach in Brüssel entschieden und ergo muss man natürlich erstmal sich damit auseinandersetzen und da auch irgendwie versuchen zwischenzugehen. So, dann gibt es aber eben noch, wie ich gesagt habe, es gibt diese spezifischen Einflussmöglichkeiten eben in dieser Blase.
Es gibt aber auch diese Konsultationen, es gibt immer Plattformen, da werden dann NGOs zusammengeschlossen auf irgendeiner Plattform, das gibt es genau beim netzpolitischen Bereich bisher noch nicht, aber es gibt es in anderen Bereichen, es gibt es für Diskriminierung, für Gleichstellung und. Für lauter solche Bereiche gibt es diese Plattformen. Die sind oft, haben die so eine Feigenblattfunktion, weil sie, wie gesagt, die EU legitimieren und die können dann sagen, guckt, wir haben die Zivilgesellschaft eingeladen, wir hören ihnen nicht zu, aber sie sind da und sie dürfen reden. Aber auch wenn man damit dieses System stützt, ist es aber mittelfristig zumindest gesehen äußerst unklug, sich dem zu verweigern, weil auf der anderen Seite die Kommission wird weitermachen. Die werden ihre Sache durchziehen, das Parlament und der Rat auch. Ob es einem passt oder nicht, Einfluss wird man da nur gewinnen, wenn man den auch versucht, direkt nach Brüssel zu tragen. So. Um das kurz noch anzufassen, weil wir ja schließlich bei und unter Linken sind. Es gibt in der Linken genauso wie in Deutschland auch und in vielen anderen Ländern gibt es natürlich ganz, ganz massive fundamentale Kritik an der EU. Diese ganze Sparpolitik, diese Europa 2020-Strategie und. All diese Dinge, auch viele Sachen im Lissabon-Vertrag, ich habe es schon angesprochen, sind natürlich ein Problem. Auf der anderen Seite gibt es aber genau diese Sache, dass man bei vielen netzpolitischen Themen und insbesondere beim Thema Datenschutz eine andere Lage hat. Genau bei vielen dieser innenpolitischen Themen sind im Lissabon-Vertrag die Rechte des Europaparlaments gestärkt worden. Das sind Sachen, die vorher schon auf europäischer Ebene entschieden worden sind, aber von den Regierungen alleine. Jetzt kann das Parlament noch mal mitreden, wo es eben für Zivilgesellschaft auch einfacher ist, Einfluss zu gewinnen. So, und das ist natürlich ein Punkt, den man eigentlich nutzen muss. Also das gilt auch, wenn ich mit meinen Kollegen rede, die in anderen Ausschüssen im Europaparlament arbeiten und zu anderen Themen. Ja, die Leute, die zur Wirtschaftspolitik und zur Währungspolitik arbeiten, sind da in einer völlig anderen Lage. Während wir als die Linken genau bei diesen Datenschutzthemen und im Innenausschuss nicht so sehr am Rand stehen. Ja, und auch nicht so sehr, wie ich das in Deutschland gewöhnt bin, die Schmuddelkinder sind, die dann rausgehalten werden aus den Entscheidungen, sondern es gelingt da immer wieder und in einzelnen Fällen, dann muss man natürlich mit den anderen zusammenarbeiten. Wir haben zu wenig Stimmen, versteht sich. Aber es gibt immer wieder diese einzelnen Entscheidungen. Und so war das auch bei ACTA und beim Datenschutz zum Beispiel auch, wo es immer wieder gelingen kann, wenn wir es richtig drehen und wenden, dass wir gemeinsam mit den Grünen, mit den Sozialdemokraten, das ist immer der schwierigste Teil, und den Liberalen zusammen uns da punktuell auf gemeinsame Positionen verständigen können und damit eine Mehrheit erzielen. Ja, also das ist natürlich auch ein ganz spannender Punkt. Damit kann es immer wieder klappen, eine Mehrheit in der Abstimmung zu kriegen. Und das ist dann natürlich der entscheidende Teil, weil das, was natürlich abgestimmt wurde, das sind natürlich am Ende die harten Fakten, die geschaffen werden. Weil es aber genau auf diesem Gebiet das immer wieder mal gibt, glaube ich, dass es doppelt wahr ist, dass man sich dieser Möglichkeit halt nicht gut verweigern kann. Man hat da eine gewisse Chance und die muss man nutzen, unabhängig davon, ob man da jetzt eine ungeliebte EU-Kommissarin mit 2 Schluck mehr mitlegitimiert oder nicht. Ja, das muss man dann einfach außer Acht lassen und darf sich da auch nicht von den anderen Feldern so sehr ablenken lassen. So, das soll jetzt auch das Schlusswort gewesen sein.